Anfänger bis zum Profi. Heute ist Generalprobe für eine neue, spektakuläre Show. Geleitet vom 22-jährigen Trainer Henry Höger. Da wird es eigentlich so alles geben, was man so im Zirkus ein bisschen gewohnt ist. Wir werden Akrobatik machen, Jonglage, Act sehen, Diabolo. Auch die Artisten-Kindergruppe ist Teil der Show. Sebo, Jeremy und Gilia sind 10, 12 und 13 Jahre alt. Morgen stehen sie gemeinsam mit erfahrenen Artisten auf der Bühne. Mit Kindern zu arbeiten ist für Trainer Henry eine besondere Verantwortung. Wenn wir unsauber arbeiten, keine gute Hilfestellung geben, wenn ich einfach nicht dabei bin, sondern einfach mit den Gedanken woanders bin und die Kinder bei schwierigen Sachen alleine lasse, dann kann was Schlimmes passieren. Bei der Akrobatik verschiedene Figuren, Elemente, die dann 2-3 Meter hoch aufgebaut werden, wenn du dann von ganz oben runterfällst. Damit nichts schief geht, heißt es zuerst aufwärmen. Orientierung, Körperspannung, Konzentration. Pflichtprogramm vor der Probe. Spannt euren Körper an, so ist gut, ja. In der morgigen Show hat jedes Kind sein eigenes Spezialgebiet. Der 12-jährige Jeremy trainiert schon seit mehr als 3 Jahren in seiner Lieblingsdisziplin. Ich mache Diabolo. Das ist sozusagen so ein großes Jojo, bloß es ist einfach schwer. Man denkt so, oh, das hängt da nur so in der Schnur drin und rollt sich. Aber die meisten, die das neu machen, bei denen hängt es dann einfach nur so drin. Beim Diabolo kommt es vor allem auf Links-Rechts-Koordination an. Viele Schwünge seiner Nummer beherrscht Jeremy schon fast perfekt. Doch ein Teil der morgigen Showeinlage bereitet ihm noch Probleme. Das Auffangen nach einer Drehung. Das ist ein schwer, ne? Ja. Jetzt drehe ich mich, dann schwingt die Schnur so und dann werfe ich daneben und das muss ich noch ein bisschen trainieren. Ein paar Versuche später klappt es. Jawohl, sehr gut. Und Jeremy ist bereit für den nächsten Schritt. Dann musst du auf meine Schultern und dann kommt das große Finale. Auf meinen Schultern Diablo spielen. Ich fühle mich eigentlich mal ab und zu, wenn ich was in der Hand habe, oben auf den Schultern ein bisschen unsicher, aber ich versuche es einfach mal. Der erste Versuch. Ja. Noch ein bisschen wackelig. Gerade als ich noch hochgekommen bin, war ich ein bisschen unsicher, aber nach so ein paar Sekunden geht das. Und dann spielt Jeremy schon wie ein Profi. Ein paar Meter weiter tüfteln Sebo und Gilia an ihrer Jonglagenummer. Die ich mag, ist mir Shows auszudenken. Also ich habe sie auch ausgedacht. Bei dem Training machen wir zum Beispiel Fehler und dann verbessern wir das. Sebo hat sich für das Ende der Nummer was Spezielles einfallen lassen. Während die anderen jonglieren, plant er einen Kopfstand. Kopfstand, da braucht man halt viel Balance. Weil man muss auf den Arm halten und darf nicht zu viel auf den Kopf sein, sonst fällt man um. Kurz darauf klappt auch das. Die Jonglagenummer ist fertig. Zeit für das große Finale der Show. Eine Pyramide mit allen Beteiligten. Die Leitung übernimmt der Cheftrainer der Artistenschule selbst. David Rashid hat bereits an den größten Bühnen der Welt gearbeitet. Circus Krone, Circus Soleil. Wir waren auch in Nevada, Las Vegas mit Circus Vegas. Und dann wieder zurück nach München. Vor vielen Jahren gründete er dort die Artistenschule. Die heutigen Trainer Basti Greutel und Henry Höger waren früher beide seine Schüler. Ich habe von ihm so viel gelernt. Ich habe davor schon ein paar Auftritte gemacht, aber die großen Shows waren alle mit David zusammen. Ich habe eigentlich mit meinem Bruder so ein paar Saltos mal auf einer Wiese gemacht. Und dann kam Basti und hat mich so entdeckt und gesagt, ey, willst du mal eine Show spielen? Jahrelang leitete David die Schule mit Hilfe eines Managers. Als dieser unerwartet stirbt, steht alles auf der Kippe. Basti und Henry springen ein. Sie werden vom Artistenschüler zum Geschäftsführer und Projektleiter. Ich weiß nicht, wie lange lebe ich, aber wenn ich stehe auf in der Früh, ich denke nur, Gott sei Dank, ich bin hier lebendig, die Sache geht weiter. Der nächste Morgen. Es sind schon einige Profis aus der Schule hervorgegangen. Immer wieder werden junge Artisten bei Auftritten entdeckt. Fast 200 Menschen sind heute in den Midnight Bazaar in München gekommen, um die große Show zu sehen. Wir haben noch kleine Baustellen, die wir jetzt halt bereinigen müssen. Und dann wird es eine Hammershow. Ich bin auf jeden Fall aufgeregt und ich hoffe, dass nicht so viel runterfällt. Es geht los. Sebos Jonglagenummer kommt als erstes.
Es läuft gut. Und auch der Kopfstand sitzt. Dann ist Jeremy dran. Fast 5 Minuten lang steht er alleine auf der Bühne. Jetzt noch das große Finale auf den Schultern. Trainer Henry ist stolz. Ich glaube, ich bin genauso nervös wie die Kinder dann immer, weil ich natürlich auch will, dass die Kinder dann performen und ihr Bestes geben und dann auch die Tricks, die sie gelernt haben, über die letzten Wochen auf der Bühne zeigen können, ohne Fehler im besten Fall. Nach fast 30 Minuten ist die Show vorbei. Wir sind alle zufrieden, es hat Spaß gemacht und das ist die Hauptsache. Das Publikum war laut, das hat's gefallen. Richtig gut gelaufen, kein Fail. Kein Fail, kein Fehler. Vielleicht werden Sebo, Jeremy und Gilea ja die nächsten Nachwuchsstars am Münchner Artistenhimmel.